Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. So, jetzt gehen wir nochmal hier durch. Und, ja, die ist schon hinüber. Sehr schön. Da können wir jetzt auch wieder da entlang, wo wir eigentlich lang sollten. Aber da wollte ich auch noch gucken. Ja, da können wir natürlich auch noch irgendwo durch. Sehr schön. Kann ich das wieder? Und... Boah. Mit der Musik macht es auch besonders viel Spaß. Ist überhaupt nicht gruselig oder so. Leicher und Rapture verändert sich. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird es uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Okay. Ich glaube da mal Cleveland, dass es so schlimm war. Aber interessant. Es hätte mich auf jeden Fall interessiert, wie Rapture war, bevor es so der Bach runtergegangen ist. Ob das wirklich so Utopia war. Und ja, wie schnell das eigentlich der Bach runtergegangen ist. Hätte mich alles sehr stark interessiert. Ach ja. Kann einfach sehr schnell gehen in so einer Gesellschaft, muss man immer sagen. Du brauchst dann oft nur irgendeiner, der denkt, er könnte es besser. Oder der was ausnutzen mag. Und dann haut man das Salat. Splittergranate und Safe zum Hacker. Oh ja, das wird jetzt auch nochmal spaßig. Kriegen wir aber hoffentlich irgendwie hier. Und das sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Okay. Oh je, oh je. Ein bisschen schneller. Und so, perfekt. Das lohnt sich hoffentlich. Autohacker, 4 Kontaktmine und 3 ionischer Schrot. Super. Oh. Du hat's noch einer schnell zerrobbt. Das ist gut. Wer hat das gesagt? Und tschechischer Wodka als Reide mit. Euch Typen kenne ich. Es ist noch nicht vorbei. Puh. Old Tom Whisky. Hopp. Und weg ist er. Ein Leadhead-Splicer mal wieder. Gott, der hat eine Schrotflinte gehabt. Mistkerl. Und ein paar Dollar. Puh. Ich würde sagen, ich könnte aber auch mal ein bisschen mit der Schrotflinte wieder kämpfen. Eigentlich auch eine sehr geile Waffe. Okay. Da ist wieder der Sänger. Probieren wir es mal so. Mein Gericht wird über dich kommen. Oh, okay. Naja. Machen wir das lieber so auf die klassische Art und Weise. Dann hacken wir den Scheiß noch hier schnell. Und machen wir das noch so fix. Und sieht doch alles gut soweit aus. Brauchen wir nur noch Dendo. Und dann sind wir durch. Mistkerl. So. Jetzt guckt das Ding wieder vor uns durch die Gegend. Ja, okay, die winzige Gegend hier. Naja, egal. Der Wille zählt, oder? Okay, dann haben wir schon noch was. Da ist noch ein bisschen Schampel drin. Bandage. Okay, warum nicht? Film ist noch drin.
Wie sieht es dann eigentlich aus mit unserer derzeitigen Mission? Fotografiere... Ah, 3 Spider-Slicer soll ich fotografieren. Okay. Na gut. Ja, da bin ich überhaupt erst reingekommen. Genau. Da war dann das, ja. 3 Spider-Slicer soll ich fotografieren. Okay. Ich habe gedacht, ich soll einfach nur 3 Slicer fotografieren. Naja. Hallo? Das ist ja Geräusch. Nochmal. Nett. Na also, geht doch. Okay, Schrot haben wir noch ein bisschen. So. Pistolekugeln nehmen wir 8 gern. Und stinknormale MG-Patrone. Und vom Schrot habe ich genug. Okay. Nala. Also weiter im Lade hier. Und da haben wir nix. Ich muss echt sagen, also Bioshock ist so ein Spiel, das geht runter wie Öl. Das könnte man stundenlang spielen. Und das ist absolute Thema. Das geht sofort. Das ist überhaupt nicht zäh, das Spiel. Macht unglaublich viel Spaß. Ah, okay, du bin ich sowieso schon gerade gewesen, ja. Ja, und es ist einfach ein Spiel, wo man auch wirklich lang spielen kann, weil man hier rumrennen kann, wie man Bock hat, weil man sich auch wehren kann mit Waffe. Ja, das ist definitiv was sehr Angenehmes. Wenn man sich einmal wieder wehren kann. Ach, scheiße. Leck mich doch am Arsch. Ja, auch wenn die Maschine gehackt war, ich glaube, irgendwas steht trotzdem nicht auf meiner Seite, sonst wird kein Alarm angehen. Misto. Kann ich denn ab sowas? Git. Ach ja. Ja, einen Spider-Slicer habe ich ja schon erledigt jetzt. Ich müsste eigentlich mal wieder, wenn möglich... Ich hätte eigentlich ganz gern wieder meinen Kompass, der mir den Weg zeigt. Fotografiere 3 Spider-Slicer. Ich weiß jetzt nicht, wo ich noch hinzugehen habe. Oh Mann. Irgendwer ätzen die Kamera aber wieder unterwegs anscheinend. Da ist der Spider-Slicer, okay. Reicht es, wenn ich den so fotografiere? Ja. Subjekt ist tot. Bonus, mehrere Motive. Okay, das reicht tatsächlich schon. Na dann. Dann ist in Ordnung. Ah, da kann ich ja weiter. Oh je. Dieses Jesus-Gesing ist echt gruselig. Oh. Ein Typ. Und ein bisschen Kaffee ist sehr schön. Okay. Eve-Spritze, ein Film, ein paar Zigaretten. Oh ja, Kipp kann ich jetzt gut gebrauchen. Ein Verbandskasten kann ich sehr gut gebrauchen gerade. Aber ich nehme jetzt mal den Gehe. So. Okay. Gott. Ja, noch ein Verbandskasten dabei. Das ist schon mal sehr praktisch. Fontaine verhaften lassen. Wieder Tagebuch. Wann? Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Zumal so ursprünglich auch hieß, dass dass Religion hier keine Rolle spielen soll. Dafür finde ich es dann umso erstaunlicher, dass jetzt in dieser Krisezeit offensichtlich Religion wieder auch Rolle spielt hier. Okay, da waren wir schon. Weil sonst würden sie ja nicht so auf Bibel und auf Jesus machen. Das hatte ich auch schon.
Das sind die Frucht, wo der nächste Spinner-Splicer ist, der dritte. Komm hier rüber! Oh. Heidi ho. Und Heidi ho. Und noch ein Kaffee. Sehr schön. Kaffee nehme ich immer gern. Schmugglerkiste, das hat man schon alles, eine ganze Rotz. Was für Ironie, die ganze Zeit, oder vorher habe ich die ganze Zeit keinerlei Pistolekugel aufnehmen können, weil ich immer überladen war, und jetzt habe ich keine mehr. Ach, herrlich sowas. Und hier ist nur das hier noch gewesen, genau. Das habe ich mir jetzt auch schon angeguckt. Ah, da ist noch ein Verbandskasten. Sehr schön. Den konnte ich jetzt sehr gut gebrauchen, den Verbandskasten. Ansonsten ist hier nichts. Jesus liebt dich ein Scheiß, du Idiot, du hässlicher Freak. Sorry, musste jetzt einfach sein. Hier? Ah ne, das war wieder das Klo. Oh, scheiße. Oh, fuck. Eine Splitter. Wir haben mal ein Bild von dem. Rosie, Forschungsfortschritt. Rang B. Oh, scheiße, da gibt's auch stärkere als die. Anfällig für panzerbrechende Munition. Okay. Probieren wir es doch mal so. Oh, fuck. Okay, noch einmal. Probieren wir noch einmal. Oh, scheiße, Mann. Boah, leck mich doch am Keppel. Und... Scheiße. Nein! Verflixte Leo. Aber es ist nämlich so viel bis hier. Der ist so gut wie tot. Okay, Pistole. Haben wir hier noch? Pistolenkugeln. Okay, die bringen nichts mehr. Panzerbrechen. Sehr schön. Wo bist dann, Rosie? Rosie? Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Jahrespläne entronnen zu sein. Wo ist dann Rosie? Aber als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert stürzten, das tausendjährige Reich zu erschaffen, Gift zu trinken. Rosie? Wo bist du? Muss doch hier sein, oder? Entschuldigung. Ja, ich höre die Little Sister auch hier. Aber wo ist Rosie? Verdammter Scheiß. Vielleicht hier irgendwo in einer von den Räumen. Und? Nee. Scheiße. Ich höre Rosie, ja, ach. Ich höre sowohl die Little Sister als auch ihren Beschützer. Ah, da ist Rosie. Und habe ich dich. Njam, 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 njam. Es gibt wieder eine kleine Schwester zum Ausbeuter. Sehr schön. Okay, insgesamt 3 von 3 Gatherer exorziert. Sehr schön. Also ich habe alle Little Sisters hier erwischt. Puh. Wurde ja auch Zeit, diese
Big Daddies bzw. Rosies sind ja nicht gerade die einfachsten Gegner. Aber die haben Kultstatus. Ich mag die auch total gern. Allein schon das Design von deiner Big Daddies finde ich großartig. Okay, die haben wir erledigt. Rosie, das war's. Alter, wie Psycho. Also sorry, aber es ist doch so. Na? So, geht doch. Verzeih mir, Vater. Ich werde dir gehorchen. Ich tue, was du sagst. Und das ist auch irgendwie merkwürdig, wenn man die so labern hört. Als wären sie direkt neben einem, aber man sieht die Type nie. Ach, da ist er. Wisse die Finsternis hier unten. Ich werde dich verfolgen. Oh Mann. Dummes Arschloch. So. Die sind echt extrem nervig. Scheiß Nitro-Typen. So. Da hat mein derer hieß sich jetzt auch alles gedreht. Dann müssen wir nur noch da lang gehen, ne? Ein paar Dollar und ein bisschen Kaffee. Moment, ist da noch so ein gruseliger Automat. Fontaines Schmuggler. Das hatten wir auch noch nicht. Okay. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Fort Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Todesstrafe in Rapture. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, von denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Sehe ich auch so. 100%ig. Oh Mann. Man muss aber auch dazu sagen, so Ende 50er Jahre ist das jetzt auch nichts Ungewöhnliches, wenn man Leute hier riecht. Von daher... Ach, in Amerika war das nichts Ungewöhnliches in der Zeit. Ist ja auch heute nichts Ungewöhnliches. Traurigerweise schon fast. So, mal noch ein paar Verbandskächte. Und yep, ein Pep-Riegel. 23 $ in der Kasse. Willkommen im Zirkus der Werte. Nutze ich doch sofort. Boah, das war saftig. Das war gerade richtig saftig. Pfui. Ach Mann, Mann, Mann. So, jetzt gehen wir hier noch durch und gucken, was es hier noch Schönes gibt. Im Tisch liegt nichts mehr für uns und noch ein Pep-Riegel und Film. Okay, ich glaube, hier könnte letzter Spinnespleiser sein. Ausgetrickst, du Monster! Ich lasse sie mir von dir nicht wegnehmen! Ups. Wo ist er dann? Zögerst du? Ah. Tritt mich an, du Dreckskerl! Da habe ich ihn. Sehr schön. Bonus-Action-Foto. Spider-Splicer. Und? Sieht so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Mhm. Gut, dann haben wir zerfetzt. Oh Mann. Also von der Spinner-Splicer brauche ich noch ein paar Fotos, bis ich die nochmal völlig erforscht habe, glaube ich. Ach, du ist der Elektrobolt. So. Und kaputt ist es. Mistding. $. Ah, 5 sogar. Sonst gibt es in der Post nichts mehr. Ein paar $.
Und noch ein bisschen Filme. Kaffee war noch irgendwo? Sehr schön. Kaffee auf jeden Fall. Es gibt nämlich extra Eve, Bandage. 2 Filme in der Kamera. Und da könnte ich es nochmal notschaltern. Verbandskaste. Am Anfang habe ich sie 0 gebraucht. Mittlerweile sind die pures Gold wert, würde ich sagen. Wo der Spinnerspleiser hier verschwunden ist, wo ich dann ins Nirvana gejagt habe, kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Aber jetzt ist wenigstens wieder mein schöner Kompass da. Und der zeigt mir den Weg. Und wie viel Abschaum ist jetzt hinter uns her? Okay, gerade ist doch niemand. Aha. Wusste ich's doch. Ups. Apropos Abschaum und so. So. Das ist jetzt auch noch eine von der letzten Amtstate, die ich für heute mache. Und weiter geht's hier. Da geht's durch. Da kriegen wir es lang. Und immer brav weiter zum Ausgang. Perfekt. Sehr schön. Ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Gut. Da haben wir noch einer. Da hat noch $2 bei sich. Dann die Sache. Ich mache an der Stelle wieder meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.